Jij je al een beetje zijn? Hallo, ja, zal jij zijn worden. Rano, jij die ook zijn? Oké. Oké. Soms heb je een oorlog, want je niet steunen. Ja, maar door. Oké, dan gaan we. Oké, dankzij haar, voor dat je alleen hebt. Die bij dat wat we doen, die je brengen mocht. Dankzij dat de techniek deed en bij einfach dat u ons eens. Amen. Vamos, gente. Een deel van true en eenzaamheid. Als reed je daarom die woorden zo. Al mijn weg, dit kannst du haben. Kein Wahrheit ging, wat u nicht lebt. Kein Stoppet ging, wat u nicht brauchst. Gott liest das, der steht wie sie. Wird all meine Weg, die kannst du haben. Oh, wat van vriend heb ik gevonden, woher maar ik mocht zijn. Wenn's all meine Weg, die kannst du haben. Halleluja, die kannst du haben. Ich hab nicht Angst für die letzte Nacht. Wenn's dort das meine wird im Leben. Du nimmst meine Hand und lädst mich durch. Wenn's all meine Weg, die kannst du haben. Oh, wat van vriend heb ik gevonden, woher maar ik mocht zijn. Wenn's all meine Weg, die kannst du haben. Halleluja, die kannst du haben. Merk meine Jugend hoeft hem zijn, dat u hast deze Weg für mich. Merk meine Jugend hoeft hem zijn, dat u mijn Gott wordt met mij goed. Merk meine Jugend hoeft hem zijn, dat u hast deze Weg für mich. Merk meine Jugend hoeft hem zijn, dat u mijn Gott wordt met mij goed. Oh, wat van
så lekt mig emot engsten. Jeg fortrur en dyr. Jeg fortrur en dyr. Jesus, wundervoller Freund. Jesus, ewig treuer Gott. Der Herr ist mein Licht und meine Radon. Für wem soll ich mich jemals fürchten? Der Herr ist mein Licht und meine Radon. Für wem soll ich mich jemals ängsten? Ich vertrue en dir. Ich vertrue en Jesus, wundervoller Freund. Jesus, ewig treuer Gott. Ich vertrue en die, o Herr, en dine grote lov. Mine hoppning ist en dir, du ewig treuer Gott. Ich vertrue en die, o Herr, en dine grote lov. Mine hoppning ist en dir, du ewig treuer Gott. Jesus, wundervoller Freund. Jesus, ewig treuer Gott. Dankeschön, Jesus, dass du ein ewig treuer Gott bist. Und trotzdem sagst du, dass du ganz Freund bist. Und das ist einfach so ein Geschenk. Du willst loben dich und preisen dich, wenn du bist der Höchste, du bist alles, Herr. Und ohne dich würde wir nichts sein. Wir geben dir einfach ihr für das, was du tust, für das, was du bist. Und einfach Dankeschön, dass du trotzdem, wenn du so viel Herrscher bist, und dass wir ohne dich nicht würden leben und nicht gerat würden sein. Trotzdem sagst du wirst uns Freund sein. Und du kümmerst dich um die Kleinigkeiten. Du begleitst uns. Du hörst, wann wir traurig, mutig oder was immer wir sind. Du hörst uns. Dankeschön, für, dass du das Freund auch zu uns bist. Ewig treuer Gott, du. Jesus in Nummer. Amen.
keiner als du. Keiner kann mein Hort und schielen als du. Wo immer ich gesagt habe, woheim, dort bleibt keiner als du. Keiner als du. Keiner kann mein Hort und schielen als du. Wo immer ich gesagt habe, woheim, dort bleibt keiner als du. Der Bormenrand ist ein Bräuderström, in Heilung schält du deine Hand. Kinder mit Wunden sind sicher wie die, keiner ist du. Keiner ist du. Keiner kann mein Hort und schielen als du. Wo immer ich gesagt habe, woheim, dort bleibt keiner als du. Der Bormenrand ist ein Bräuderström, in Heilung schält du deine Hand. Kinder mit Wunden sind sicher wie die, keiner ist als du. Keiner ist als du. Keiner kann mein Hort und schielen als du. Wo immer ich gesagt habe, woheim, dort bleibt keiner als du. Wo immer ich gesagt habe, woheim, dort bleibt keiner als du. Keiner als du. Geld lauer Tauhira, zoals wie gesungen haben in diesem letzten Lied, keiner ist so als du. Keiner kann mich anschieren so als du. Dort betreibt sich ab Gott. Keiner ist so imstande, uns wirklich anzureden als Gott durch seinen Geist, sein Wort, der er uns ganz dicht kennenlernt. Und ich lade dich einmal mit mir zu beten, euer wie wiedergehen. Dankeschön, Herr Jesus, sage ich dir, dass du unvergleichbar bist. Dass keiner imstande ist, die Not zu kommen, die ähnlich zu werden, so zu sein als du. Du bist einzigartig, du bist großartig, du bist wunderbar. Du bist würdig, als Lamm angebetet zu werden, gelobt zu werden und hochgehoben zu werden. Und keiner ist imstande, mich so anzureden als du. Keiner ist imstande, mich so anzuschieren als du. Keiner ist imstande, dort zu tun, was du getan hast. Der Herrlichkeit beim Vater zu verloten und auf diese Erde zu kommen und bei dem tiefsten Tod anzugehen, für mich und für alle Menschen auf dieser Welt zu sterben. Und keiner ist dort imstande gewesen, aus dem Tod so als du
Route komen op te stonen en waar dat tree om vooruit te voeren. Met de verhouding dat u was waar dat komen en al die aan die leefthand en die bekend han als haren met te nemen en een eeuwige herrlichkeit. Verärmer, wie im vooruit te zijn. China is zo als du. En met diesem Gedanke mogen we van jou den Wort betrachten, mit dem Weite, dat China nicht so als du ist. Dat China kann so als du sein. Du bist herrlich. Du bist anfeindlichbar. En doch bist du so voll genug, dat du uns die Gelegenheit schenkst, deine China zu sein. Und du verdanke ich dir. In Jesus' Namen. Amen. So als al gesagt, Gott hat uns die Gelegenheit angeriemt, seine Kinder zu sein. China wahrscheinlich kennt das Wort von den Kindern besser als die Eltern. Die Eltern wollten, dass sie das Kind vom ganz klein an persönlich kennengelernt haben und lange ein Wort in dem Leben von dem Kind für sich hat. Und das ist mit Gott. Aber Gott ist noch wieder. Der erforscht unsere Worte und sieht, was da ist. So, en hij is bestreeft zijn kinderen te ertragen. Die wil dat we zo blijven als we van Anfang an gewast zijn. Die wil dat we am gelukkig komen, indem dat we dat wat hij is, ons leren dat en aanvangen en ons vlees worden te laten. Dat we aanvangen dat te doen, wat hij ons leren dat. En deze school, die we ons bevinden, dat is een levenslange school. Zolang als wir ab deze Erde leven, zijn we in een school waar Gott ons ertragen hat. En we zijn dat we als Menschen immer weiter darauf angewiesen sind, dat we von Gott ertragen worden. So, we kennen dat zijn in einen Aufschnitt, den ich von der lesen will, wo das ist ein bisschen längerer Aufschnitt, aber wo Gott ab sein Fall angehen hat, und dort versucht das te verbeteren en te ertragen en op zaken hand te wijzen, waarop dat zelfs niet komen dat. Dem Aufschnitt, den finden wir in Joel Kapitel 2. Wenn du deine Bibel hast und der Aufmerksamkeit wirst, in Joel Kapitel 2, ab Vers 12, wo ich einmal lesen will. Und du sagst das so. Nu kann je noch terugkomen, sagt der Herr. Geef mir je ganzes Hart, hield en laat je Sünde leiden. En fangt an te vasten. En komt met een gebrokenes hart en niet met verrätnig Leid. Komt trei naar dem Herrn, jenen Gott. Hij is jenstig en gnädig. Hij is geduldig en treuhartig lieftolig. Hij hielt leicht ab met Strufe. Wer weet of am dat niet wahr wordt schuld zijn, en hij junt zijn wordt met getreid, met genoeg wien voor een Opfer, voor dem Herrn jenen Gott. Bloß de Trompete in Zion. Stalt ein helget Fasten an, en raubt de Gemeinde op. Lot de Lied sich versammeln, lot zij zich reitmerken zum fern Herrn komen. Bringt all der Lederstaub, bringt sogar Kinder en Schuldbabys. Sagt die jungbefriede Lieder, dat zij uit ihre Stube komen. Lot der Priester dem Herrn seinen Deiner zwischen dem Eingang in dem Altar hielen en zei, Herr, erbarm die über din Volk. Lot die wat dienen sind, nicht in Schauen die Rode. Lot die Völker nicht über uns spotten sei, wo ist Gott? Und dann wird der Herr sich wegen sein Land raffle und sich über sein Volk bemühen. Hij wird sein Volk sagen, kijk mal, ich will je veel getreid wien en oil geven en die worden genoeg hebben. Ich will dat nicht mehr toelaten, dat jemand de Völker verspott wurde. Ich will vom Norden weit wegjouwen en ein dreht en verkommet Land nennen. Sein verstes Einwort in dem Osten Meer und sein letztes Einwort in dem Westen Meer gehen. Die wird verfühlen und stinken, wegen alles, was die getan haben.
Hab nicht Angst, scheinet Land. Freddy en lot die dort scheingone. En der Haar kon grötet tun. Hab nicht Angst, je Tiere, op er Stab. Der werd op dat opene Land wordt rein worden. De Bäume worden Frucht trauen en de Feenbäume Wienranken worden Goud trauen. Freitjünd, je Zions Tjenja en prijst dem Haaren, jünen Gott. Heu jeft jünd den Seen, den scheunen Rehen, heu jeft den Tidjen en ook den Loten Rehen, zo als verher. De draschvloeren worden valgetreid zijn en de wien en de uilgefäße worden eeuwaraan. Je worden nu dat schreeuwen, wat je in die jaren niet kreeg, als de grasshopper, de rupe en de warm alles abgevreten hadden. Dat weer mijn armee, die ik mankjund scheidt. Je worden eten en zat worden. Je worden dem Herrn jünen Gott prijzen, die jünd op wunderwee geviert haft. Mijn Fall zal zich niet weiter schämen brücken. En je worden weten dat ik in Israël midden mang zie, en dat ik de Herr jün Gott zie, en dat er geen andere is. En mijn Volk zal zich niet weiter schämen brücken. Was sage ich einmal diesem Abschnitt in Joel, Kapitel 2? Ich möchte auf dem Grund von diesem Abschnitt ein paar Punkte nehmen und die mal mit unterstreichen. Erstens einmal, was das Abschnitt uns andeutet, ist, dass der Mensch eine sinnhafte Natur hat, die immer weiter sich von Gott aufdreht. So, dort sagt die Bibel uns, in sehr viel verschiedene Städte, dort Gott sein Volk immer weiter trübelhaft mit sich von am wegdreht. Wir sehen dort im Beispiel, als Gott mit viel Mehr und viel Kraft und Vollmacht sein Volk aus Ägypten mitgebracht hat und viel Wunder getan hat. Und dann, wo er immer weiter noch her zum Volk sagt, wann die Worte in das verheißene Land ankommen, dort, was ich ihnen versprochen habe, dann verjährt mich nicht. Dann dreht ihr nicht weg von mir, am andere Jetterte anzubeten, nur zu fallen. Immer weiter, merkt er aufmerksam, weil er weit, wie verjährsam das Volk ist, und wie Jiren, die sich von am wegdrehen können. Wir brauchen aber auch so weit weiter kijken. Ich glaube, wenn wir dich bei uns kijken, dann soll wir dort bei dir und bei mir. Dort wir immer weiter tendiert sind, wenn uns das anfängt schein zu gehen. Wenn wir alles haben, was wir brauchen, und vielleicht noch mehr als dort, dann laufen wir plötzlich mit einmal, wie weit wir uns selbst. Und wir fangen an, nur zu leben, als wenn wir Gott überhaupt nicht mehr brauchen. Zwar wird wir dort mit unserem Müll tauschen tun. Doch an so Wort je bewiesen dat een groten Deut. En Gott sagt immer weiter, verjaat dat nicht, wat ich für die zie. Verjaat dat nicht, wat ich für die gedoen habe. Dreh die nicht weg en ran nicht andere Sachen nur en lot nicht zu, dat in deinem Hort andere Sachen mehr wird anfangen zu kriegen, als ich, den einzigen en allmächtigen Gott. Wir sehen dort all in 1. Mose Kapitel 2, der Vers 4 bis 5. Wo das so sagt, über die Schlange sagte der früh, je wurde gar nicht gestorben. Das wird angebildet. Gott weiß, dass so Bild, als je davon eten wurde, wurde in Ehe aufgegangen und je wurde plötzlich, wurde so als Gott. Und weiter, was geht und was schlecht ist. Von dem Moment, als diese bessere Sinn in der Menschheit angekommen, als der Mensch plötzlich erweckt wird vom Satan, wo der sei, die waren mit einmal seine Kinder, die waren Ehe aufgegangen, die waren weiter, was geht und was schlecht ist. Und was sagt er dazu? Die waren seine so als Gott. Wow. Wer will nicht sein, es ist Gott? Na, der Mensch.
Der Mensch will jeren so sein als Gott. Warum? Der möchte alles in seine Kontrolle haben. Der möchte alles besser weiter. Der möchte alles Versailles kennen. Der möchte Herrscher kennen. Der möchte die grootste Kraft haben. Dat is de Mensch. Dat zijn natuurlijk echt van jou. In deze zin, die damals al neergekomen is, met die zijn Adam en Eva wel bespretst worden, aber die echt krijgt ze Geld. De Bibel bekent ons dat op dem Moment China vrij is. De Sinn heeft ons van dem Dag an alle bespretst. En we zijn alle krijgt ze als dat Volk Israëls damals van der nog je nee, Gott den Reihe te draaien. Of we dat nu willen oder niet. Je hebt dat immer waar aan ons deze momenten, wo we Gott den Reihe draaien. Paulus, die komt zu der Erkenntnis, wo er sagt in Römer Kapitel 7, ab Vers 18 und 19, wils ich weet, dat in mij en dat Fleisch nicht Geudet wohnt. Den Welle Geudet te doen, dem habe ich all, aber ich bring dat nicht vor dich. Ich kann dat nicht doen. Dat Geudet, dat ich doen mocht, dat doe ich nicht. Dat Beise über, dat ich nicht doen mocht, dat doe ich. Paulus war ein sehr erfahrener Mensch. Erstmal in einem religiösen Bereich, wo er die Schrift, wo er das religiöse Thema sehr gekannt hat, von den Pharisäern her. Nur als Gott am angenommen hat, in seiner Mitarbeit, als der Offerhofs am Reisen nach Damaskus erwischt hat. Von dann an, wo er das Wort Gottes predigt hat, und viele Menschen den Weg zum Herrn weiß, all die Erfahrungen, die er gesammelt hat, im Gefängnis gekommen, Verfallung erlebt, was immer, vielfältig, die kommt zu dieser Erkenntnis und sagt, ich will wohl all Geld tun, aber die Kraft, dass es aus mir selbst in mir nicht bin. Das menschliche Wesen, das drehen wie kriegt es Paulus mit. Wann wir auch all wollen. Aber die Welle ist nicht gelegt dort tun. Die Welle bedient nicht, dass ich das all getan habe. So, wir sind in der Schule. Te leren, ons vormen te laten en betere Kinder Gottes zu worden. Den zweiten Punkt, was ich dort heben möchte, in diesem Ausschnitt von Joel Kapitel 2, ist Gott seine große Genot. Aber von dir raubt er den Menschheit immer weiter zu Wort. Dreht und kommt drei. Diese Terrorpunkt, der ist von dir noch gleich so aktiv als dann in Joel. Lieber Zuhörer, bist du einer von denen, der von Gott weggegangen ist? Oder planst du damit, Gott mal in Reihe zu drehen? Oder hast du vielleicht noch niemals mit Gott gelebt? Wer nicht weiter geboren ist, lebt nicht mit Gott taub. Und dort kann wohl sein, vielleicht, dass das ein guter Mensch ist. Aber Gott sein, regt nicht taub. Hier komme ich rein nur dem Vers 12 und 13 in Kapitel 2 in Joel, wo dort sagt, nu kann je noch kommen. Von der ist noch Zeit. Geeft mir ein ganzes Hort, sagt der Herr. Hielt und lot jene sind Leute sein. Und fangt an zu fasten. Kommt mit ein gebrochenes Hort. Und nicht mit ein verrätenes Leid. Kommt rein nur dem Herrn, jenen Gott. Hei ist genstig und gnädig. Hei ist geduldig und treuartig, läuftolig. Hei hielt leicht ab mit Strufe. Das wird Gott uns von dir auch noch teurrufen. Wenn du einer von dir bist, der Gott in Reihe gedreht hat, dann hör ich von dir teu. Gott raubt die teu. Kommt rein. Kommt rein. Und das ist unmöglich, dass Gott das wird Leute tun, die te Strufe und abhören wird. Wann du mit einem gebrochenen Hort kommst. Aber ist das nicht so wichtig, weil du von Bütte sitzt.
Hij wil niet dat die niet leider verrieten is, omdat andere mensen dat zijn niet kennen, dat die dat anscheinend leidt dat, wat du gedaan hast. Hij wil dat die hart binnen gebruikt is. Dat is wat God wichtig is, wil hij kijkt hem hart nennen. Wat is die instelling? Ik geloof dat is du ween, dat hij wil dat ons hart gebruiken zal zijn, wil hij dat voor dich merken wil. Zolang als ons hart stalt is en wie van buiten verreten zijn, kan hij met ons niets aanvangen. Waarom? Hij moet gaan. Doch Gott heeft mal in zijn eeuwen natuurlijke orten wie te zijn entschloten, onze Entscheidung te respektieren. En hij zegt, wenn du nicht weißt, dann brauchst du auch nicht. Aber du bist abgefordert, du bist uitgefordert, terug naar dem Herrn te komen met een gebruikt woord, wils hij wel van die wat merken, wat aangevallen deed, wat aan ere deed en wat aan verhaarlijken deed. Terugkomen. Onze gedanken zijn slecht. Ons hart is slecht. We kunnen mal bij hem aankrijgen, wanneer we ons van hem voor dich merken laten. En wanneer we van unserem gebruikten hart laten wat merken, wat zo is als hij zich dat verstelt. Den derde Punkt, dem ik dooruit geven mocht, is, God brukt onderscheidliche Wege, om mensen terug te vieren naar hem. Ik weet niet of du dat mal beobachtet hast. Einer kommt so umhaben, der andere kommt so. Einem haben diese Umstände bewegt, dem anderen haben andere bewegt. Sei ja verschieden. Aber ich will einmal diese andienen, was hier in Joel erwähnt sind, im Kapitel 1. Bet wieder 3 aus dort, was ich erst gelesen habe. In dieser Situation braucht Gott angezogen. Was kann uns durch Steiger angezogen wollte sein? Das sagt im Vers 4. Dort, wo die Rüben nicht abgefressen haben, dort haben die Großhabers abgefressen. Und wo die Großhaber nicht abgefressen haben, dort haben die Kniepers abgefressen. Wo die Kniepers nicht abgefressen haben, dort hat das Eierzafer abgefressen. Alles abgeriet. Alles weich. Nichts mehr. Wieso? Und dort sagt er in Joel Kapitel 2, 25b, dort wir meine Armee, die Großhabers, dort Eierzafer, die Rüpe, die Kniepers, dort wir meine Armee, sagt Gott, die ich man jüngst hätte, dort fällt kann, dit Jahr geprüft haben, Jan Jahr geprüft haben, die Orten, wie sie geprüft haben, dem Agronomberodung gesagt haben, und bei Janem Berodung gesagt haben, und doch immer noch nicht die Pleure bekämpft. Warum nicht? Weil Gott der Armee geschenkt hat. Warum? Damit das Volk am Drehen soll. Damit das Volk zurückkommen soll. So soll ja aus den Israeliten, die versucht haben, diese Pleure zu bekämpfen, doch ohne Erfolg. Alles wie abgefressen. Alles wie abgeringt. Und du räumt Gott der Joel das Volk ab. Kommt mal drei. Kommt mal drei noch mehr. Deut mal Buße. Lot je Sünde Leute. Und dann will ich erfahren, dass das wel besser wird. Aber kommt drei. Wenn wir von alles genug und auch mehr als dort haben, was wir brauchen, dann bleiben wir weiter uns allein. Ne? Wenn uns das in der Wirtschaft scheint, das ist kein Trouble, wir haben gesät, dort haben wir Wasser und wir können ernten. Oder wir haben Feu, da gibt es keine Fehlgeburten, das vermehrt sich herzhaft. Alles steht gut. Dann bleiben wir leicht, ohne das wieder zu sein. Aber mit unserem Handeln, wir brauchen Gott gleich. Das tät ihr alle fein. Das schafft ihr alle. Das vermehrt ihr sich. Das trägt ihr eine gute Ernte. Zu was soll Gott hier noch sein? Und das gefällt Gott nicht. Das gefällt Gott nicht. Warum nicht? Weil wir Menschen,
Wir sind als einzige von die, die als Wesen leben, het Wesen auf dieser Welt existieren, die das Ebenbild Gottes trauen. Und Gott hat uns mit dem Wunsch geschaffen, mit uns Gemeinschaft haben zu können. So, wenn ich in Feuzig da sehe, dann will Gott das mit mir tun. Wenn ich in Ackerbühr sehe, dann will Gott das mit mir tun. Wenn ich irgendwas anderes tue, bewirtschafte auf diese Erde, will Gott mit mir tun, er will die Gemeinschaft mit mir. Dort hat er uns seinen Sohn Jesus Christus geschenkt, mit uns mit ihm weiter zu versöhnen. Und wenn uns Reichtum, uns Hort geriepen hat, dann glaube ich leicht, dass wir uns dort leisten können, Gott den Regen zu drehen. Das wird die Situation vom Volk Israel. Wenn wir mal in Bett oder wenn nur denken, dann können wir sein, dass wir ganz 100% von Gott abhängig sind. Ganz. Liebe Zuhörer, ich weiß nicht, von wo du wohnst, aber wie die wir hier im Chaco wohnen, in Paraguay, für uns ist Water ein solcher enger Begriff. Wenn Water aller wird, dann haben wir nicht. Wenn Water fehlt, dann haben wir nicht. Und Gott braucht ein Wort sein, dann ist das Water verdarben. Irgendwer hat das vielleicht mal geprüft, dass der einen Baum gehört hat, und das Water wird plötzlich besser. Das verdrängt das nicht mehr. Die Menschen können das nicht mehr brauchen. Das Water ist verbraucht. Und wo können wir Water finden? Wir sind alle nicht imstande, Water zu merken. Wir können irgendwas bauen. Wir können irgendwas fabrizieren. Aber wir können nicht Water merken. Wir können all von Water irgendwas anderes merken. Aber wenn wir nicht Water haben, so ganz sind wir von Gott abhängig. Und wenn Gott von der mit einmal sagt, die Water wird ab Marie, so sind uns blöd, du wirst das nicht brauchen können. Was weißt du? Na, wir können nichts anfangen. Wir sind ganz abhängig von Gott. Bloß wie schwer fällt uns dort verkommels, der immer weiter, dort wirklich zu erkennen. Gott, ich sehe nichts ohne dich. Wenn du nicht tust, ich kann nicht. Der nächste Punkt, den ich hier rausheben möchte, ist, Gott ist immer weiter. In seine große Genot, Reut, die Menschen, die Tränen ankommen, zu sehen. Wir stellen uns mal das vor, was da passiert wird, weil das jetzt einfach alles abgeräumt hat. Die Menschen haben nichts. Der Weingart ist wieder ladig. Der Olivenbaum hat nicht Frucht. Die Fläche wäre Kohl, die wird wie alle. Alles wird verfreten, vernichtet worden. Weil Gott ein Interesse hat, den Mensch, der trägt, noch ankommt, der Buße hat, vom Nähen zu sehen. Und er sagt so in Joel Kapitel 2, Vers 23, Freitkind, je Zionskinder, und preist dem Herrn jenen Gott. Warum? Weil dort ist jene Qual, dort ist der, dem die Brücke zum Leben. Heu jaft den scheinen Regen. So, je kennen dort nicht regnen lassen. Heu jaft den Tigen und auch den Loten Regen so aus vorher. Die Draschfluren worden vollgetreten zijn en de Wienen Oljefässer worden everan. Je worden nicht töpprachere, je worden nicht knieprig han, je worden zum ewigen han. Je worden nu dat kriegen, wat je in die jaren nicht kriegen, als de Grasshopper en Rüppe en warm alles abfreut. Je worden eten en ook zat worden. Dat wat je eten wordt, dat wordt verslonen. En je wordt den Herren junen Gott prijzen en junt op wunder wij je viert. Waar hij junt op wunder wij je viert haft. Mijn volk soll sich nie nicht weiter schämen. Dat sagt er te die, die Tränen ankommen en je worden weiter. Dat ik in Israël met mang zie. Dat is waarom Gott dat gaat. Dat volk erkennen dit. Dat du en ik erkennen.
dat du, wo wir sind, du medmang ons als Gott. En zo wichtig als ander. En dat dat geen andere is. In mijn Fall soll sich nicht mehr schämen brücken. Alles merkt hij wat er geht. Alles merkt hij wat er voor dich. Alles merkt hij wat er niet. Leid wat hier. Ik weet goed, wo in een woord van een situatie du van jou stehst. Aber Gott raubt die, ook zo als de Israëlieten damals, van jou terug. Kom terug. Wanneer dat nog zo compliceerd geworden is. Wanneer die nog zo veel versproken hast. Wanneer voor die nog zoveel rechten onder je hand is. Gott sagt die van jou, kom terug. Solange als du nicht terug naar Gott kommst, wird sich deine Situation in dein Leben nicht verändern. In dem Sinn, dass Gott dort weiter abhören wird. Hij heeft entschlossen, die te respecteren. Want die läufst du kannst allein, dann merk wieder. Lässt du matst dat weiter, dat der Grasshopper in der Rübe, dat Eierzapfer dann wieder vreten wird. Gott sagt, die von dir, kom terug. Hij wil van die wat niet merken. Hij wil van die wat groot wat merken. Hij wil groot in en durch die duinen. Hij is ook imstande, die leven war da vom Nien te zijn. Hij is imstande, die vloer vol getreid te merken. Hij is imstande, die gefäß te meewaraan te brengen. De vrouw is best bereid. En hier komt de ganz wichtigste Punkt. Met een gebrokenes hart naar God te komen. Best bereid. Met een gebrokenes hart voor God te komen en om die ganze leven te geven. Maar dan kan God arbeiden. Want die hart gebroken is en die zinde leid doen. En du sagst, God, ik geef die alles. Wellicht komt dat bij ons mensen voor, dat we God zeggen, dit en dat wil ik die van mijn leven geven, maar en je weet het, wil ik toch terughuilen en zelfs bestemmen. God vangt maar aan, wanneer hij gans komt. Bist du bereit? God die hart gans te geven. Wanneer hem zo is, dan laat ons beten. Jesus Christus, du hast uns dat gewezen. Du bist ganz naar ons gekommen. Du hast die ganz aangegeven voor ons. Wat im Tod. Du hast am Kreuz gehangen, wo du met opene arms uitgeraubt hast. Ik heb voor die betaald. En du lust met de teruiping ons mensen heen even dat we terugkomen. Om ons van die niet meer te laten. Herr, ik bid dat du dat nu moest doen. Wo immer Menschen sind, die diese Teruiping ernst nehmen, musst du in ihre Worte kommen. Dem nur als zij die aanlaten. En moest u aan tot haar leven laten, waar du niet meer kost. Waar du niet van nie en waar zijn kost. En waar du groot en aan worden kost. Dat du je eet en verherrlicht worden kost. Herr, ik dank die, dat du ze onbegrensd vol lief ans mensen heen eeuwen bent. En dat du niet abgibst, wat van jou. De Bibel leert ons over, da wird ein Moment kommen, wo die Teilraubung nicht wird sein, terug te komen, sondern wo die Teilraubung wird sein, dat gereicht. Wo du dat gereicht uitrauben wirst, die gekommen sind, für einmal Frieden zu sprechen, und die nicht gekommen sind, für einmal zu verdammen. Herr, musst du genug schenken, dat die den Wort von dir hören, hat nicht verstocken. En trainen die komen. In Jezus' naam. Amen.